Guten Morgen, herzlich willkommen in der GVC. Schön sind ihr alle da. Bald geht's los, bald legen wir los. Ihr dürft gerne jetzt schon reinkommen, dürft reinsitzen, durchschnaufen, zur Ruhe kommen. Ihr könnt aber auch gerne eure Gespräche noch im Foyer fertig führen. In etwa 5 Minuten geht es dann los mit dem Gottesdienst.
in der GVC. Herzlich willkommen, schön sind ihr alle da. Kommt nur rein, wir fangen schon bald an mit dem Gottesdienst. Oder jetzt fangen wir an. Ich freue mich, dass ihr alle da sind, dass wir zusammen den Gottesdienst miteinander feiern können. Herzlich willkommen auch an all die am Livestream mit dabei sind. Ich nehme an, das sind doch einige, die jetzt da heute irgendwo am Skifahren sind, aber dann ist Schnee sowieso in den Bergen, lohnt sich eh nicht. Aber schön sind ihr mit dem Livestream mit dabei. Und es willkommen auch all die heute vielleicht zum ersten oder zum zweiten Mal da sind. Wir freuen uns immer über Gäste, wir freuen uns immer über neue Gesichter. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl und willkommen hier bei uns in der GVC Zürich-Oberland. Hey, letzte Woche hat Simon predigt über das Thema erfrischt Leben und das ist mir noch ein paar Mal so nachgegangen, das Bild, das er da gebraucht hat von dem Tümpel. Tümpel hat er es genannt und von dem Kanal. Er hat gesagt, wenn wir uns von Gott erfrischen lassen, wenn wir uns von Gott füllen lassen, wenn wir ihm begegnen, seine Liebe uns begegnet, dann ist das schön, dann ist das gut, dann tut uns doch das gut. Aber es kann auch sein, dass wir dann so wie zu einem Tümpel werden, weil uns eben der Ausfluss fehlt. Weil wir immer nur nehmen für uns, weil wir immer nur konsumieren, Gottes Liebe für uns brauchen. Und dann wird es eben dann gleich irgendwie nicht mehr so schön, sondern der Tümpel, das ist dann das stehende Wasser, das fängt dann irgendwann so ein bisschen an schmöcken, das ist dann irgendwann nicht mehr so geniessbar. Und auf der anderen Seite hat er das Bild gebraucht vom Kanal. Der Kanal, wo einfach immer weitergeht, immer gibt, wo aber das Wasser gar nie, wo der eigene Durst gar nie gestillt wird, weil man immer gerade sofort, alles, was man irgendwie überkommt, gerade sofort weitergibt. Und dann hat er das beschrieben, so dass in der Mitte zwischen dem Kanal auf der einen Seite und dem Tümpel auf der anderen Seite, nämlich das Reservoir, dort, wo wir gefüllt werden, wo wir erfrischt werden von Gott. Und aus dieser Fülle raus, aus dem Überfluss, aus dem Gesättigtsein, aus dem heraus eben dann Gottes Liebe weitergeben. Dass wir Gottes Liebe nicht nur empfangen für uns, sondern auch für uns, aber nicht nur für uns, sondern eben auch zum Weitergeben. Das ist mir noch ein paar Mal nachgegangen, das Bild. Und ich habe mich dann gefragt, und je nach Persönlichkeit, gell, die einen tendieren dazu, ja dann immer ein bisschen Tümpel zu sein, und die anderen tendieren dazu, ja immer ein bisschen Kanal zu sein. Und ich habe mich dann immer wieder gefragt, so auch durch die Woche durch, wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt in dem Reservoirmodus? Oder bin ich jetzt im Kanalmodus? Oder bin ich jetzt im Tümpelmodus gelandet? Und ich glaube, es ist eine gute Chance für uns, die Gottesdienste eben auch wirklich zu nutzen, um unser Reservoir wieder zu füllen. Zum aufzutanken, zum uns erfrischen lassen von Gott. Und das wünsche ich uns, dass uns das heute gelingen darf. Und ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, mit welcher Einstellung wir gehen in den Gottesdienst. Ob wir einfach sind da ja, und sagen, ja, wieder einen Sonntagmorgen mal schauen. Oder ob wir wirklich in dieser Erwartungshaltung kommen und sagen, ja Jesus, ich will mich erfrischen lassen, ich will heute dir begegnen. Lass uns zusammen aufstehen, ich möchte gerade für das beten, dass wir diese Herzenshaltung haben können. Und gerade nachher werden wir starten mit dem Worship, zusammen Gott anbeten. Jesus, wir brauchen dich in unserem Leben. Wir wollen uns erfrischen lassen von dir. Nicht nur wegen uns selber, sondern auch, um deine Liebe dann weiterzugeben. Und ich bitte dich, begegne du mir heute. Ich bitte dich, hilf mir, mein Herz aufzumachen, dass ich wahrnehme, dass du da bist, dass ich wahrnehme, dass du mit mir in Kontakt treten. Wir wollen uns ausstrecken nach dir, Herr Jesus, und dir heute begegnen und uns von dir erfrischen lassen. Amen. In meinem Chaos, in allen Fragen, schaue ich auf zu dir. Denn tief im Herzen will ich verstehen, wie du mich treu umgibst. Du lässt mich niemals los,
sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir, du lässt mich niemals los. Sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Himmlischer Segen für meine Seele, komm überflute mich. Von deiner Treue lass ich mich tragen, ja, ich vertraue auf dich. Du lässt mich niemals los, sollte ich erfahren und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, sollte ich erfahren und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Lässt mich niemals los, sollte ich erfahren und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, sollte ich erfahren und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. König Jesus, hoch erhoben überall, stark und mächtig, nichts kann gegen dich bestehen. Wir verehren durch dein Opfer, hast du uns ins Leben gebracht, deine Wunden, dort am Kreuz auf Golgatha, bringen Heilung für mich. Auch in jedem, wo ich war und wo wiederkommt, Jesus wieder für
hoffnungslos für mich, doch die Wüste wird dir zum Paradies. Du machst alles neu. Auch in jedem, wo ich war und wo wiederkommt, Jesus Frieden fürst. Alle Engel, sie verehren dich und singen heilig, heilig bist du. Auch in jedem, wo ich war und wo wiederkommt, Jesus Frieden fürst. Alle Engel, sie verehren dich und singen heilig, heilig bist du. Wir singen heilig, heilig bist du. Nimm du alles in, wie im Himmel so da, sollst erhoben sein. Du allein bist Zentrum da, wir erwarten dich, lass dein Reich kommen. Nimm du alles in, wie im Himmel so da, sollst erhoben sein. Du allein bist Zentrum da, wir erwarten dich, lass dein Reich kommen. Nimm du alles in, wie im Himmel so da, sollst erhoben sein. Du allein bist Zentrum da, wir erwarten dich, lass dein Reich kommen. Nimm du alles in, wie im Himmel so da, sollst erhoben sein. Du allein bist Zentrum da, wir erwarten dich, lass dein Reich kommen. Lass dein Reich kommen. Lass dein Reich kommen. Auch in jedem, wo ich war und wo wiederkommt, Jesus Frieden fürst. Alle Engel, sie verehren dich und singen heilig, heilig bist du. Auch in jedem, wo ich war und wo wiederkommt, Jesus Frieden fürst. Alle Engel, sie verehren dich und singen heilig, heilig bist du.
vertraut ist wie ein Baum, wo am Wasser wurzelt und zu rechter Zeit reiche Frucht trägt. Wer das Wort hört und sein Handeln anrichten, ist wie der, der das Haus auf Felsen baut. Und wenn dunkle Wolken aufziehen wollen, halt dich fest an dem, wo Sturm still lag. Komm, wir schauen auf Jesus, er führt uns ans Ziel. Er ist Anfänger vom Glauben und vollendet ihn. Seine Liebe versagt nie, ewig bleibt er treu. Lasst uns laufen im Glauben, Gott ist unter uns. Unerschütterlich in allem, wo noch kommt. Wer auf dich schaut, bleibt befreit von aller Furcht. So die Sonne jeden Morgen Nacht beendet, strahlt das Licht in unser Leben hier. Und wenn dunkle Wolken aufziehen, halt dich fest an dem, wo Sturm still lag. Komm, wir schauen auf Jesus, er führt uns ans Ziel. Er ist Anfänger vom Glauben und vollendet ihn. Seine Liebe versagt nie, ewig bleibt er treu. Lasst uns laufen im Glauben, Gott ist unter uns. Sein Erbarmen schon in Ende, Gott steht treu zu seinem Wort. Seine Güte ohne Grenzen, Gott in allem über uns. Und wenn dunkle Wolken aufziehen wollen, halt dich fest an dem, wo Sturm still lag. Und wenn dunkle Wolken aufziehen wollen, halt dich fest an dem, wo Sturm still lag. Komm, wir schauen auf Jesus, er führt uns ans Ziel. Er ist Anfänger vom Glauben und vollendet ihn. Seine Liebe versagt nie, ewig bleibt er treu. Lasst uns laufen im Glauben, Gott ist unter uns. In den meisten Beziehungen kommt es vor, dass man ab und zu mal ein bisschen aneinander geraten. Also bei euch wahrscheinlich nicht so, aber bei Steffi und bei mir gibt es das ab und zu, dass wir mal ein bisschen aneinander kommen. Und was wir in unseren über 10 Jahren Ehe jetzt mittlerweile gelernt haben, ist, dass sehr oft der Streitpunkt gar nicht der eigentliche Streitpunkt ist, sondern dahinter eigentlich etwas anderes liegt.
und dass es gut ist, wenn man versucht anzuschauen, was ist denn der eigentliche Grund fürs Aneinander ankommen. Und da gibt es verschiedene Sachen, die helfen. Oft hilft es mal kurz versuchen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, vielleicht schnell spazieren oder etwas Ähnliches. Manchmal hilft einem, mit jemandem darüber zu reden. Und was ganz oft auch hilft, ist etwas essen. Nämlich dann, wenn man herausfindet, eigentlich bin ich einfach hangry gewesen, dass wenn man Hunger hat und darum eben mehr gereizt ist. Ihr seht vielleicht da so ein Bild, wo das für die hangry, das Wort nicht so kennen, gut auf den Punkt bringt. Jetzt soll es dann oben dran kommen, genau. Wie man eben ist, wenn man hungrig ist, hungry, oder dann ist man eben eher angry und darum hangry. Genau. Der Punkt, Hunger macht etwas mit uns. Wir nehmen die Sachen intensiver, stärker wahr. Es verstärkt so quasi unsere Wahrnehmung und ist darum ganz eine spannende Sache. Und wir machen uns heute auf die Spur von einer fast vergessenen geistlichen Disziplin, wo man sogar bewusst aufs Essen verzichtet, nämlich im Fasten. Habt ihr gewusst, dass Fasten jahrhundertelang fester Bestandteil der christlichen Praxis war? Bis sicher ins 15. Jahrhundert haben die meisten Christen regelmäßig 2 Tage in der Woche gefastet. Auch im 18. Jahrhundert, der John Wesley war noch ein starker Verfechter von dem und hat sich immer darüber beklagt, dass so viele Christen mittlerweile nicht mehr fasten. Und heute, wenn man anschaut, gibt es kaum noch Christen, die regelmäßig fasten. Heute ist Fasten für einen Großteil der Menschen ein Begriff geworden, wo sie mehr so aus der Welt von Wellness und Gesundheit, Optimierung dem zuschreiben. Man hat nämlich herausgefunden, die Forschung, dass Fasten für den Körper ganz viele positive und gesunde Effekte hat. Und so ist Fasten heute fast eher zu einer Technik zur Selbstoptimierung geworden und hat für die meisten Menschen keinen direkten Zusammenhang mehr mit ihrem Glauben, mit ihrer Spiritualität. Und es ist Zeit, dass wir die fast vergessene geistliche Disziplin wiederentdecken, auch bei uns. Und darum graben wir heute ein bisschen tief und versuchen zurückzugehen zu den Quellen, zum ursprünglichen Kontext vom Fasten und wollen herausfinden, was es denn mit dieser Sache so auf sich hat und ob und wie das auch heute noch für uns kann relevant sein. Vielleicht als erstes mal, um ganz kurz zu klären, was wir unter Fasten verstehen. Fasten ist der freiwillige, gänzliche oder auch teilweise Verzicht auf Essen über einen bestimmten Zeitraum. Ich habe gemerkt, ich habe früher noch Fasten oft allgemein mit Verzicht gleichgestellt, zum Beispiel auch einfach mit dem Verzicht auf Genussmittel wie Alkohol, Serien, Schoki oder Zuckersachen und so weiter. Aber wenn wir es genau anschauen, dann ist Fasten der Verzicht auf Essen. Alles andere würde man als Abstinenz bezeichnen. Auch eine gute Sache, schauen wir ein anderes Mal an. Aber Fasten ist der Verzicht auf Essen. Das Abstinenz, Verzicht auf andere Sachen, das schauen wir nächsten Sonntag an. Wir starten ja jetzt in eine Serie rein, die heißt «Erfrischt durch die Wüste». Und das spannenderweise ist nächsten Sonntag auch gerade noch der Start der Fastenzeit. Darum, was für ein cooler Zufall, oder? Wir haben alle gerade eine Chance, wo wir das vielleicht ausprobieren können. Das ist natürlich rein per Zufall, dass das jetzt so aufgeht. Genau. Also, die Serie heisst «Erfrischt durch die Wüste» und wir haben sie mit so 2 Schwerpunkten gestaltet. Im ersten Teil geht es so ein bisschen um den freiwilligen Verzicht, also eben Fasten und Abstinenz. Und im zweiten Teil geht es um den unfreiwilligen Verzicht. Ich meine, der freiwillige Verzicht, das ist ja so eine Sache, oder? Da hat man wenigstens selber gewählt, da hat man irgendwo eine Kontrolle darüber, kann sich entscheiden, ob man das will oder nicht, oder ob man wieder aufhören will. Der unfreiwillige Verzicht, der ist oft schwieriger, weil er oft auch mit einem Gefühl von der Ohnmacht verbunden ist. Und wir möchten auch auf diese schwierige Erfahrung eingehen. Und wie es das Leid so gut zeigt, begleitet uns in dieser Serie das Bild von der Wüste. Weil sie steht für einen Ort von der Dürre, von der Trockenheit und eben auch vom Verzicht. Und wie der Titel und das Bild aussagen, kann es eben auch durch oder in der Wüste
Erfrischung für unser Leben geben. Und das möchten wir miteinander entdecken in den nächsten Wochen. Stichwort Wüste führt uns direkt zu Jesus und eben zurück zum Fasten. So wie das bei den Juden in der damaligen Zeit üblich war, hat wahrscheinlich auch Jesus regelmäßig gefastet. Also sie haben dort 1 oder 2 Tage in der Woche gefastet. Jetzt aber am prägendsten für unsere Serie und die Themen, die wir miteinander anschauen, sind die 40 Tage, wo von Jesus überliefert sind, wo er in der Wüste gefastet hat. Wir lesen davon in Matthäus 4 oder auch im Lukas 4, steht bei beiden im gleichen Kapitel. Es heißt dort, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Der Kommentar ist wie fast überflüssig, oder? So nach 40 Tagen, ja, da bist du definitiv sehr hungrig. Aber die 40 Tage Fasten in der Wüste, die sind ein entscheidender Moment im Leben von Jesus gewesen. Sie markieren einen wichtigen Übergang in seinem Leben. Wenn man anschaut, was vorher war, das heisst ja dort danach, direkt davor hat Jesus sich von Johannes taufen lassen und hat der Heilige Geist ihn als Sohn Gottes bezeugt. Er ist auf ihn gekommen und die Stimme vom Himmel hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Und direkt nach dem Fasten hat Jesus seinen öffentlichen Dienst angefangen. Und wir werden in dieser Serie immer wieder auf die Bibelstelle, auf die Zeit, wo dann in diesem Kapitel noch ein bisschen ausführlicher beschrieben ist, miteinander zurückkommen und anschauen, was wir da mitnehmen können. Jetzt am Anfang müssen wir aber ein paar Grundlagen klären zum Fasten. Zum Beispiel die Frage, was hat denn so eine körperliche Disziplin fürs Fasten mit unserem geistlichen Leben und mit unserem Glauben zu tun? Nicht essen, was soll das mit unserem Glauben zu tun haben? Das Ding ist, wenn man die Frage so stellt, dann impliziert das eigentlich schon etwas. Und das ist ein häufiges Missverständnis, das es gibt, weil es impliziert eigentlich, dass der Geist und unsere Seele und das Körperliche wie 2 verschiedene Sachen sind, die völlig voneinander losgelöst sind. Heute sagt man oft so ein bisschen, das Ich ist eigentlich das, was man nicht fassen kann, eben die Seele oder der Geist, und dass das wie sozusagen unabhängig ist von unserem Körper. Und der Körper ist in der heutigen Zeit oft etwas, wo man einfach wie eine Hülle anschaut, die man hat und wo halt irgendwo zu einem gehört, wo man vielleicht sogar drin gefangen ist oder hoffentlich vielleicht auch stolz ist drauf. Und im jüdischen Menschenbild, das man in der Bibel findet, gibt es diese strikte Trennung nicht. Manchmal ist das auch eine Dreiteilung oder Körper, Seele, Geist, wird alles so ganz genau aufgeteilt, was jetzt genau was ist und was nicht. Die Trennung gibt es im jüdischen Menschenbild nicht. Wir sind geschaffen als verkörperte Ebenbilder Gottes. Im Griechischen heißt das Eikon-Bild. Und ein Teil von dieser Ebenbildlichkeit ist, dass wir eben einen Körper haben oder dass wir körperlich sind. Und wir können es vielleicht anders, ein bisschen prägnanter auf den Punkt bringen. Du hast nicht einen Körper, sondern du bist ein Körper. Und so sehen wir in der Bibel, dass der Körper zum Beispiel auch als ein Tempel vom Heiligen Geist bezeichnet wird oder der Ort, wo der Geist wohnt. Also er wohnt nicht in unserem Geist oder in unserer Seele, sondern er wohnt gemäß der Bibel in unserem Körper. Im 1. Korinther 6,19 heißt: Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Darum mega wichtig für unser Verständnis vom Fasten ist, dass der Glaube nicht etwas rein nur Geistliches ist, was sich im Kopf oder in der Seele abspielt, sondern auch in unserem Körper. Und das macht das Spannende beim Fasten aus, dass es wie so eine ganzheitliche geistliche Praktik ist, wo unser ganzes Sein, nämlich unseren Körper und unseren Geist oder unser Äußeren und Innere mit einschließt und miteinander verbindet. Wir sehen zum Beispiel die Einheit von Körper und Seele auch ganz einfach im Natürlichen. Nämlich, wenn wir eine innere starke Regung haben, dann tut sich das sehr oft auch auf unseren Körper auswirken. Es interagiert da direkt miteinander. Und vielleicht kennst du so Situationen, wo es einem, man sagt da so schön, den Appetit verschlägt.
Zum Beispiel, wenn etwas Schlimmes, grosse Trauer auslöst und du plötzlich gar keinen Hunger mehr hast. Oder das kann auch sein bei grossem Entzücken, das kann sein, wenn wir sehr eine grosse Anspannung haben, Angst oder auch starke, unerfüllte Sehnsüchte, die uns beschäftigen. Und der Körper reagiert in so einem Moment, indem er selbstständig in eine Art Fastenmodus wechselt. Und es ist eine Reaktion, wo unsere Gefühle und unser Körpergefühl sich miteinander abgleichen und sich gegenseitig verstärken. Und so ist Fasten ein Stück weit auch eine natürliche Reaktion von unserem Körper auf eine starke innere Regung. Ein Ausdruck von dem, was in unserem Inneren abgeht. Und mit dem sind wir schon bei einem sehr wichtigen Punkt für unser Verständnis vom Fasten angelangt, wo ich heute möchte darauf ein bisschen umreiten. Nämlich Fasten als eine Reaktion. Fasten ist eine Reaktion und nicht ein Mittel, um irgendetwas bei Gott zu erreichen. Es gibt so, und ich habe das mega lange so gekannt, das verbreitete Missverständnis, dass Fasten ein Stück weit ein Mittel ist, um Gott eher dazu zu bringen, etwas zu bewegen oder etwas zu machen. Dass er eher dann vielleicht unser Gebet wird erhören. Dass er uns vielleicht mehr Segen gibt. Oder dass es eine Art ein Mittel ist für einen geistlichen Durchbruch. Und wenn man das ein bisschen genauer überlegt, dann wäre das ja eigentlich sozusagen wie ein Hungerstreik gegen Gott. Wir gehen ein bisschen in Hungerstreik und versuchen Gott damit irgendwo dazu zu bewegen, hey, mach jetzt mal endlich etwas, ich esse jetzt nicht mehr, bis du etwas machst. Und damit wird es ja schon fast ein bisschen zu einer Manipulation. Also wir versuchen, Gott irgendwie zu etwas zu manipulieren und Fasten wird dann vielleicht auch eher so ein bisschen zu einer Art Leistung oder so. Der länger schafft, kommt vielleicht mehr über von Gott. Und das ist nicht das Bild, das uns die Bibel zeigt vom Fasten. Die Bibel zeigt uns Fasten als eine ganzheitliche Antwort vom gesamten Mensch auf einen tiefgreifenden heiligen Augenblick. Das ist ein schwieriger Satz. Es ist von Scott McKnight, das ist ein Zitat von ihm aus dem Englischen übersetzt. Fasten ist eine ganzheitliche, also mit dem ganzen Mensch, Antwort, eben Körper, Seele und Geist, alles zusammen, auf einen tiefgreifenden heiligen Augenblick. Wir schauen nachher noch genauer an, was so heilige Augenblicke sein können. Aber der Punkt ist, Fasten ist eine Reaktion auf etwas, was passiert ist und nicht das Mittel, um etwas zu erreichen oder zu erzwingen. Es ist wie ein innerer Abgleich oder eben ein Abgleich von unserem Körper und unserer Seele oder unserem Geist, wo uns intensiver und stärker wahrnehmen lässt, was abgeht. Ich möchte mit euch ein paar Beispiele anschauen, falls das noch ein bisschen abstrakt ist, die uns in der Bibel helfen, das besser zu verstehen. Die Stelle, die wir vorher hatten, mit Jesus, wenn er in die Wüste ist, die beschreibt das zum Beispiel mega gut. Wenn wir anschauen, eben das erste Wort in dieser Stelle ist ja «danach». Und das haben wir vorher kurz angeschaut, was war vorher gewesen. Und das war der Moment von der Taufe. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Danach. Also es war ein tiefgreifender, heiliger Moment gewesen, und nachdem ist Jesus in die Wüste und hat gefastet. Vielleicht mögen die einen erinnern, was ist passiert, wo der Paulus Jesus begegnet ist, wo er vom Saulus zum Paulus geworden ist und Jesus ihm dort auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist. Dort heisst es nachher, 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Also auch er ist als Reaktion darauf ins Fasten und nicht gefastet, damit er endlich wieder etwas sieht, sondern als Reaktion auf den tiefen Moment, den er dort erlebt hat. Auch beim König David sieht man das zum Beispiel, wie er als Reaktion auf eine schwere Krankheit von seinem Kind fastet, als ein Ausdruck von seiner Trauer und Sorge um das Kind.
David zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten. Er fastete tagelang und schlief nachts auf dem Fußboden. Seine Hofbeamten kamen und versuchten, ihn zum Aufstehen zu bewegen, doch ohne Erfolg. Auch zum Essen ließ er sich nicht überreden. Die Situation ist so tief gewesen, so einschneidend gewesen, dass er wie gar nicht mehr können. Und dann einfach, wie gesagt hat, ich muss jetzt fasten. Und die Liste, die könnte man sehr lang weiterführen. Ich habe irgendwie eine Liste mit etwa 30 so Stellen in der Bibel, wo man immer wieder sieht, es ist passiert etwas und eine Person als Reaktion auf das geht sie ins Fasten hinein. Jetzt ist die Frage, was heißt jetzt das für uns, oder, in Bezug auf Fasten? Ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben versteht, beim Fasten geht es nicht in erster Linie darum, eine äußere Realität zu verändern, sondern es geht darum, unseren Körper in Einklang zu bringen mit dem, was in unserer Seele bereits passiert ist. Um als ganzheitlicher Mensch auf etwas zu reagieren. Und man kann sagen, Fasten ist so eine Art Gebet mit unserem ganzen Körper. Durch unseren körperlichen Hunger, der beim Fasten eintritt, treten wir wie in Kontakt auch mit dem tieferen seelischen Hunger nach Gott, nach seiner Hilfe, nach seiner Nähe und erfahren und spüren das auf eine ganzheitliche und eben intensivere Art und Weise. Der Scott McKnight nennt Fasten darum eben auch Körpergebet. Und ich finde das ein cooler Begriff, der das irgendwie gut auf den Punkt bringt. Jetzt können wir uns fragen, wenn und wie ist denn jetzt so eine Art von Körpergebet angebracht für uns? Wir haben jetzt ein paar Beispiele gesehen, so heilige, tiefgreifende Momente. Und ich versuche das mal noch so ein bisschen aufzuschlüsseln für uns, was so Momente sein können. Und damit wir nicht eine elendlange Liste machen, habe ich es in 3 eine Art so Kategorien eingeteilt, die uns so ein bisschen helfen können, zu verstehen, wo und wie Fasten vielleicht angebracht ist. Wir sehen Fasten, wenn wir so das durchgehen, sehr oft als einen Ausdruck auch von tiefer Buß, von Reue und von Hingabe. Zum Beispiel, wo der Jona auf Ninive ist und die Leute in Ninive geschnallt haben, als einen Ausdruck von ihrer Umkehr und von ihrer Reue und Buß haben sie gefastet. In dieser Art zu fasten wird unser ganzes Sein, eben inklusive unserem Körper, wie ein symbolisches Opfer Gott dargebracht. Spannenderweise hat Jesus ja auch seinen Körper für uns geopfert und angegeben. Und wir geben uns so auch mit unserem ganzen körperlichen Sein hin. Und der körperliche Hunger, den wir erleben, der drückt dann wie unseren Hunger nach Gott aus und wir versuchen eine stärkere Einheit mit ihm. Und so ist Fasten ein Ausdruck von unserer vollständigen Hingabe an Gott, dass wir wie sagen, hey, ja, nicht nur theoretisch und in meinem Kopf, sondern ich gebe wirklich an meinen Körper, mein Leib an. Das heisst, wenn du merkst, dass du vielleicht von etwas umkehren musst oder dich vielleicht Gott auch nochmal ganz neu möchtest hingeben, dann ist Fasten zum Beispiel so eine ganzheitliche Art und Weise, wie du das machen kannst, wie du das ausdrücken kannst, wie du das für dich auch körperlich kannst, als eine Erfahrung machen und sagen, ja Gott, ich gebe mich dir hin. Dann das Zweite, was wir sehen Fasten sehr oft auch bei tiefen Momenten von Schmerz, von Nöten, von intensiver, verzweifelter Bitte. Und da gehören da Situationen dazu, wo Menschen intensiv sich nach Führung und Gottes Weisheit in schwierigen Situationen oder Entscheidungen ausgestreckt haben. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte liest man mehrmals, wie sie vor einer schwierigen Entscheidung gestanden sind, auch der Paulus, und dann die ganze Kirche zusammen gebetet hat und gefastet hat, als Ausdruck davon, dass noch nicht klar ist, wie es weitergehen soll. Man kann die Kategorie wie auch sagen, es sind Momente, wo etwas, eine Sache, ein Anliegen, so eine Dringlichkeit erhalten, dass Essen plötzlich in den Hintergrund rückt. Es ist wie ein
starker, so körperlicher Ausdruck von unserer Not und es ist ein Bitt, wo wir mit unserem ganzen Sein eben machen, wie einen Schrei an zu Gott, wo wir machen, auch mit unserem Körper. Darum ist Fasten eine Art des Ganzkörpergebet und wird auf eine Art einen viel intensiveren Ausdruck unserer Not, wo wir auf eine neue Art und Weise, eben auch mit unserem Körper zum Beispiel, zu Gott schreien. Darum kann man vielleicht auch sagen, wenn du irgendwo Not leidest, verzweifelt bist, nicht mehr weiter weisst und Wort irgendwo nicht mehr genügt, dann ist eben vielleicht Fasten so eine ganzheitliche Art und Weise, wie dein Gebet und deine Not du mit deinem ganzen Sein Gott nochmal auf eine neue Art und Weise kannst ausdrücken und anlegen. Fasten verbunden mit Gebet wirkt dann oft eine Art, fast wie nochmal eine Verstärkung von, wenn wir einfach auf die Knie gehen und innerlich oder äußerlich laut schreien. Und jetzt, wie gesagt, es ist ohne den Anspruch. Es ist nicht das Mittel, um Gott zu manipulieren. Es gibt nicht einen Anspruch, dass Gott dann eher handelt oder mehr gerade reagieren soll. Und doch ist es spannend, dass eben Gott so Sachen nicht einfach egal sind. Dass Gott uns sieht, dass Gott mit uns mitleidet und mitschmerzt und doch manchmal reagiert. Ich weiss, das klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen widersprüchlich, aber der Punkt ist, ja, es macht vielleicht etwas mit Gott. Aber der Grund, warum wir ins Fasten gehen, soll nicht das sein, was wir uns von Gott erwünschen, sondern die Situation und als eine Reaktion darauf und nicht mit dem Ziel, dann passiert dann zum Glück das. Es gibt dazu auch keine Garantie. Dann gibt es noch eine dritte, so eine Art Kategorie, nebst diesen direkten Reaktionen auf so direkte Anlässe, konkrete Anlässe, sehen wir in der Bibel Fasten auch immer wieder als eine regelmäßige geistliche Gewohnheit. Und es ist dann vielleicht nicht eine Reaktion so direkt auf einen einzelnen Anlass, aber es ist vielleicht eine Reaktion darauf, dass man merkt, hey, ich habe da konkrete Schwächen in meinem Leben. Und ich möchte trainieren und wachsen im Glauben, um stärker zu werden. Und das Spannende ist ja, dass, wenn man jetzt vom Geistlichen wie weggeht, zu dem, was im Körper passiert beim Fasten, was die Wissenschaft herausgefunden hat, dass eben das, was im Geistlichen passiert, wenn man regelmäßig fastet, etwas Ähnliches ist wie das, was im Körper passiert. Unser Körper aktiviert beim Fasten, ich weiß nicht, ob man den Modus oder einen Mechanismus sagt, ich glaube, es ist ein Mechanismus, der nennt sich Autophagie. Es ist ein Mechanismus, wo der Körper anfängt, ungesunde Zellen, die er hat, anzugreifen und entsorgen und so quasi, wenn das, ich habe irgendwo gelesen, Zombie-Zellen, also Zellen, die nicht mehr gesund sind, werden angegriffen, werden so entsorgt oder recycelt und so heilt sich oder wird der Körper gesünder. Und man kann sagen, geistlich gesehen setzt wie ein ähnlicher Mechanismus ein durch das Fasten. Es ist eine Art ein Aushungern von unseren Begierden. Indem wir Nein sagen zu etwas Gutem, wie Essen, lernen wir Nein zu vielleicht auch anderen Sachen sagen, die eben weniger gut sind. Wir üben, uns ein Stück weit zu kontrollieren, anstatt uns kontrollieren zu lassen von unseren Wünschen und Begierden. Das Negativbeispiel, das uns zeigt, wo das anführen kann oder zu was man sich manchmal im Hunger verleiten lassen kann, ist der Esau, oder? Wo sein Erstgeburtsrecht hergibt, weil er Hunger hat und der Jakob dort gerade etwas Gutes gekocht hat. Fasten, wenn wir das regelmäßig machen, kann eine Art ein Training sein, zum Lernen, uns nicht von unseren Begierden und Lüsten zu leiten lassen, sondern mehr nach Gottes Willen auszustrecken. Es stärkt uns, im richtigen Moment Nein zu sagen. Und ich finde das etwas eigentlich, was so gut in unsere Zeit hineinpasst. Weil wir leben in einer Zeit, wo wir uns gewöhnt sind, dass wir alles, was wir gerne haben, lieber heute als morgen schon haben. Und da ist es so eine wichtige und auch gesunde geistliche Praktik zu lernen, dass eben vielleicht es einmal okay ist, auf etwas zu warten,
oder auf etwas zu verzichten, das wir haben könnten. Wir kommen zum Schluss. Am 18. Februar startet die Fastenzeit und sie dauert bis zum 2. April. Und ich wünsche mir und möchte euch wirklich inspirieren und einladen, in dieser Fastenzeit, in dieser Zeit, das für euch vielleicht auch mal zu entdecken und euch zu überlegen, wo das vielleicht etwas sein könnte, das ihr ausprobieren könnt. Vielleicht tatsächlich als eine Reaktion auf so einen heiligen Augenblick in eurem Leben oder vielleicht auch einfach als eine regelmäßige Praxis, um dich selber mehr Gott hinzugeben und im Glauben zu wachsen. Und ich möchte nicht jetzt mit einem geistlich mega tiefen Moment aufhören, sondern einfach mit ein paar praktischen Tipps, wie das vielleicht aussehen kann, um uns noch ein bisschen mehr zu helfen, was das könnte heissen. Das Spannende ist, biblische Vorgaben gibt es sehr wenig dazu. Ausser die richtige Haltung. Da redet Jesus darüber in Matthäus 6, Vers 16 bis 18. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Er sagt, die richtige Haltung ist entscheidend. Fasten ist nicht ein Wettbewerb und es ist auch nicht irgendetwas, wo man an die grosse Glocke hängen. Es ist in erster Linie etwas zwischen dir und Gott und es soll in Demut passieren und nicht, um irgendetwas daraus zu gewinnen. Jetzt, zwischen dir und Gott, ich glaube, es ist voll in Ordnung, wenn wir in den Small Groups miteinander darüber reden, dass wir für Erfahrungen machen und so nicht, dass dann so, nein, wir dürfen ja eigentlich nicht darüber reden. Aber es geht darum, um es nicht irgendwo an die grosse Glocke zu hängen. Das muss es nicht jeder wissen. Vielleicht ein paar Gedanken zu Art und von Länge von Fasten. Es gibt tatsächlich verschiedene Arten. Wir reden zum einen so ein bisschen vom normalen Fasten. Das heisst, im Normalfall eben der Verzicht auf Nahrung, aber nicht der Verzicht auf Flüssigkeit, also Wasser, wird trotzdem getrunken. Es gibt auch ein teilweises Fasten, wo man einfach auf gewisse Nahrung verzichtet, zum Beispiel auf Fleisch oder irgendwie besonders kohlenhydrathaltige Sachen. Das ist dann so ein bisschen das Daniel-Fasten. Es ist so ein bisschen umstritten, aber es kann auch völlig legitim sein, zu sagen, hey, ich verzichte einfach teilweise auf Nahrung und nicht auf alles Nahrung. Und dann gibt es noch das absolute Fasten, wo auch auf Flüssigkeit verzichtet wird. Das ist aber sehr selten und würde ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und sonst maximal 3 Tage. Einfach so. Hey, ich glaube, der Punkt, den ich ein bisschen machen möchte, ist, es geht beim Fasten nicht darum, möglichst hart zu sich selber zu sein. Sonst wird es eben wieder eine Leistung. Und das ist nicht die Idee hinter dem Ganzen. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du das vielleicht mal ausprobieren kannst. Das eine ist so das spontane, einmalige Fasten, eben vielleicht als eine Reaktion auf einen tiefgreifenden heiligen Moment, wo du dich Gott auch einfach nochmal neu möchtest hingeben. Und da gibt es nicht eine zeitliche Vorgabe, wie lange du müsstest fasten oder was es da soll geben. Du kannst das für dich mit Gott ausmachen. Du kannst mal sagen, ich faste mal einen ganzen Tag, ich faste mal 2 oder ich faste mal 3 Tage. Oder es kann auch einfach sein, dass du sagst, ich tue mal über einen Zeitrahmen eine Mahlzeit am Tag weglassen. Zum Beispiel, das kann manchmal noch eine schlaue Idee sein, wenn du körperlich sehr einen anstrengenden Job hast, dann ist es auch völlig okay, wenn man wie sagt, hey, ich lasse mal einfach eine Mahlzeit am Tag weg. Dann gibt es, wie gesagt, das regelmäßige Fasten, wo Christen jahrhundertelang gemacht haben, bis mindestens das 15. Jahrhundert. 2-mal in der Woche haben sie dort zum Beispiel gefastet. Traditionell ist das meistens am Mittwoch und am Freitag gewesen. Mittwoch, weil es der Tag ist, wo Jesus verraten worden ist, und Freitag so in Erinnerung an seine Kreuzigung. Sehr oft hat man dort das vom Morgen bis nach dem Sonnenuntergang gemacht. Bei den einen war es aber auch so, dass sie schon am 3 Uhr nachmittags Fasten gebrochen haben.
Auch da, ihr seht nochmal, es geht nicht darum, möglichst hart zu sein und zu sagen, es muss, wenn ich einen Tag faste, ganze 24 Stunden gewesen sein, sonst gilt es irgendwie nicht. Das geht dann alles wieder in die Richtung, es wird zu einer Leistung. Aber es geht um die Haltung dahinter. Um unseren Körper und unser Innere in Einklang bringen und irgendwo das Gleiche spüren lassen. Also das ist so ein bisschen das regelmäßige Fasten, das kann man auch einfach einen Tag in der Woche machen, das spielt wie nicht so eine Rolle. Und dann gibt es eben die Fastenzeit, die jetzt dann losgeht. Und dort war es traditionell so, dass eine Mahlzeit pro Tag erlaubt war, ausser am Samstag und am Sonntag. Dann war es verboten zum Fasten. Weil dort Sabbat und der Tag des Herrn, da ist auch gefeiert worden. Ihr seht, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Es gibt nicht irgendetwas, wo die Bibel sagt, genau so musst du es machen. Und darum ist es auch relativ frei, wo du für dich mal überlegen kannst, was wäre für dich vielleicht eine Möglichkeit, wie du das mal ausprobieren kannst. Jetzt, ich muss ehrlich sein, ich bin bis jetzt nicht der gewesen, der mega viel Erfahrung mit Fasten gesammelt hat. Das hat mich schon seit einer Weile das Thema ein bisschen fasziniert. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, in dieser Fastenzeit, an einem Tag in der Woche, mal zu fasten bis zum Abend amix. That's it. Das ist das, was ich mir jetzt zum Beispiel vornehme und ausprobiere. Du kannst zum Beispiel sagen, dass du einfach auf eine Mahlzeit pro Tag verzichtest oder wenn du dich jetzt irgendwie unter Druck gesetzt fühlst und nicht recht weißt, warum du eigentlich das ausprobieren solltest, dann lass. Dann mach es nicht. Es ist nicht, dass Gott oder dass Jesus in der Bibel sagt, ihr müsst im Fall fasten. Er geht einfach davon aus, dass man auch fastet. Aber er sagt nicht unbedingt, wenn und wie man das machen müssen. Und dann gibt es wirklich auch noch ein paar Gründe, wenn es besser ist, dass du nicht fastest. Und das ist mir auch mega wichtig zu sagen, gerade wenn jemand eine Geschichte mit ungesundem Essverhalten hat, dann ist es besser, du probierst es vielleicht in dem Moment nicht aus, oder nur unter Begleitung von jemandem, der Erfahrung hat, vielleicht sogar medizinisch oder seelsorgerlich und das mit dir anschauen kann. Auch wenn du schwanger bist oder vielleicht andere medizinische oder gesundheitliche Einschränkungen hast, dann lass es lieber. Dann ist es besser, du lässt es weg. Genau. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen lustig machen. Und wenn ihr Erfahrungen macht mit dem Fasten, dann würde ich mich mega freuen, wenn wir etwas von euch hören würden, wenn ihr uns vielleicht mal ein Mail schreiben oder wenn ihr vielleicht in der Small Group ein bisschen sammeln und sagen, hey, das sind so ein bisschen unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das wäre mega cool. Ich möchte noch beten zum Schluss. Wir könnten ja aufstehen dazu. Das wäre so, wie wir das eigentlich immer machen. Oder? Und nachher tue ich noch jemanden interviewen, der ein bisschen mehr Erfahrung mit Fasten hat, dass man noch von jemandem ein bisschen hört, der da schon ein bisschen mehr gesammelt hat. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns als körperliche Wesen geschaffen hast. Und dass es nicht einfach ein Zufall ist und nicht einfach irgendwie ein Gefängnis oder eine Höhle, sondern dass wir ein Körper sind und du in uns wohnst, auch körperlich. Und dass wir auch körperlich werden, du verstehst. Das ist irgendwie so ein Phänomen, weil du wirst damit eben auch real und körperlich. Ich danke dir, dass die jahrhundertealte Praxis vom Fasten etwas ist, wie man dich wie nochmal tiefer und stärker erleben können, indem sich unser Inneren und unseren Körper miteinander verbindet und gleichschaltet und das Ähnliche fühlen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, wo und wie dass es für uns vielleicht da dran ist, um das zu entdecken und ausprobieren, auch gerade jetzt, wo es in die Fastenzeit hineingeht. Gib uns Klarheit, red du zu uns. Und ich bin gespannt, Vater im Himmel, wie wir dich werden auch erleben durch das und vielleicht dich noch tiefer und besser verstehen können. Amen. Gut. Yes. Simon. Jetzt stillst du mir den ganzen Lohn. Ja? Jetzt stillst du mir den ganzen Lohn im Himmel. Nein, jetzt tust du uns segnen mit den Erfahrungen, die du machen konntest. Du hast schon Fasten eben oft ausprobiert. Erzähl mal ein bisschen, was hast du da alles schon für Erfahrungen damit gemacht?
Ja, genau. Also ich habe vor vielleicht 5, 6 Jahren eigentlich so eine Predigt gehört, die du jetzt gerade gemacht hast. Also ich habe ganz viel darüber gehört, über die Geschichte darüber, über auch ganz besonders das Menschenbild, weil das mir nicht einfach Körper, Geist, die Trennung. Genau. Und dann habe ich gedacht, blauäugig und naiv wie ich bin, und dachte, dann probiere ich das doch einfach mal. Und ich habe einfach, wir haben damals schon mit geistlichen Gewohnheiten ein bisschen ausprobiert. Den Sabbat haben wir sehr stark entdeckt für uns und wir merken, hey, krass, was so eine Gewohnheit machen kann. Stille haben wir so ein bisschen angefangen einzubauen und dann dachte ich, das probiere ich das fast auch mal aus. Genau. Und so habe ich ein paar Jahre lang, jetzt aktuell kann ich eben aus medizinischen Gründen nicht fasten, ist das nicht eine gute Idee bei mir, aber ich habe ein paar Jahre lang immer wieder verschiedene Arten vom Fasten ausprobiert. Vor allem das regelmäßige Fasten, also das regelmäßig genannt hast, das, die Gewohnheit von irgendwo, genau wie du es beschrieben hast, meistens 2 Tage in der Woche, sagen, hey, ich esse den Tag durch nichts und erst beim Nachtessen tue ich das Fasten brechen. Aber es hat dann, je nach Season und nach Job und nach Sachen, hat es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen, ein bisschen angepasst gehabt. Genau. Also ist das auch relativ flexibel gemacht und so ein bisschen. Sehr flexibel, immer wieder angepasst. Und manchmal war es dann auch schon um 3,6 gewesen. Also weißt, manchmal ist es auch schon... Genau. Wenn ich gemerkt habe, es macht mich nicht zu einer Person von der Liebe, habe ich dir auch mal gesagt, jetzt... Genau. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich die Haltung, die du gesagt hast. Ich glaube, das war für mich der Gamechanger gewesen. Nicht, dass irgendetwas bei Gott zu erzwingen, sondern viel weniger ihm seine Aufmerksamkeit überzukommen, sondern mehr ihm meine Aufmerksamkeit zu schenken. Sagen, du jetzt fast durch möchte, wie wegschauen von mir und mehr zu dir. Und genau, also so ein bisschen die Veränderung. Das ist ja so die eine Motivation, die wir ein bisschen hatten. Die andere war das mit diesen tiefgreifenden, heiligen Momenten. Hast du auch so Erfahrungen mal gemacht, weißt, dass es etwas gibt, das dich voll ins Fasten hineindrückt, vielleicht sogar hat? Ja, hey, mega, mega wenig. Das habe ich wirklich mehr vorher gemacht und dann habe ich es mehr hungerstreikmässig gemacht. Dann habe ich wirklich so wie du gesagt hast, so, jetzt ist nichts, damit das passiert. Und ich glaube, erst eben dann im Prozess gemerkt habe, hey, weißt du, ich glaube, Gott möchte das sowieso. Und es geht vielleicht mehr darum, dass ich mehr anfange zu verstehen, was er am Machen ist und irgendwo in Einklang kommt mit ihm, als er mit mir. Aber ja, so spontan so zu reagieren, fast habe ich eigentlich wirklich noch nicht so erlebt. Aber ich finde es jetzt auch nochmal spannend, um nochmal erinnern zu sein und irgendwo zu schauen für das im Alltag. Cool. Was hast du für, jetzt weißt du, wenn du so zurückschaust auf das Ausprobieren und so, was hat es irgendwo in deinem Leben bewirkt oder wie war das so für dich? Ja, ich finde es mega schwierig, das zu beschreiben. Das ist so, gewisse Sachen hast du mega gut beschrieben, oder gewisse Sachen, eben das Antrainieren, nicht immer rüberzukommen, was man gerne möchte. Das ist etwas sehr Hilfreiches. Wenn du dir wieder daran gewöhnst, dass du nicht immer rüberkommst, was du möchtest, dann, wenn der Jakob mir nicht gibt, was ich gerne möchte, bin ich mir schon gewöhnt. Und es fällt mir dann ein bisschen leichter. Nicht, dass jetzt das Jakob regelmäßig macht. Aber es ist so wie das Antrainieren von, es ist okay, ich kenne das Gefühl. Und wenn es jemand anderes mir gibt, dann ist es auch nicht das Ende der Welt. Das ist, glaube ich, so eine ganz praktische Übung davon. Und dann habe ich heute Morgen mit jemandem geredet, der mir erzählt hat, dass sie in gewissen Gewohnheiten, jetzt bei ihr war es das Bibellesen, sehr wenig gespürt und in dem Moment mega viel passiert oder so. Aber doch dann irgendwo im Alltag merkt, dass es Stärke gibt und dass es irgendwo Verbundenheit gibt. Und es ist ein bisschen schwierig zu benennen oder zu beschreiben, aber ich habe das sehr stark erlebt. Dass ich das Gefühl hatte, es macht etwas mit mir. So, vielleicht geht es jetzt besser. Genau, ich platziere mich wie bei Gott mit meiner Zerbrechlichkeit, mit meinem Hunger und lasse ihn machen, was er möchte machen in meinem Leben. Also ganz oft bin ich nicht gegangen, ich faste, damit das passiert, sondern ich faste einfach und dann kannst du machen, was du möchtest. Und darum kann ich es nicht ganz benennen, was denn jeweils passiert ist. Aber ich will gesagt, auch als ein Akt von der Hingabe an Gott. Ja, genau. Und dann eben die Kontrolle überlassen, was er in dem möchte aufdecken. Vielleicht schmerzhafte Sachen, die irgendwo vorkommen in dieser Zeit, oder vielleicht auch schöne Sachen, die er irgendwo hören. Das ist dann mehr ihm überlassen als mir in dieser Gewohnheit. Cool. Jetzt, wenn jemand inspiriert ist und sagt, hey mal, ich möchte das irgendwie auch mal ausprobieren, was wären so ein paar Sachen, die du uns noch mit auf den Weg geben würdest, wenn wir das ausprobieren? Ja, hey, also ich glaube, du hast jetzt ganz gut, soll ich es auch nicht sagen? Du hast ganz viele gute praktische Sachen gesagt. Ich glaube, nicht ein verstieftes, religiöses, leistungshaftes Denken mit ihnen, glaube ich, ist gut. Eben,
zu sagen, hey, jetzt fange ich mal klein an vielleicht. Genau, dadurch irgendwo zu sagen, komm, ich versuche mal etwas aus. Und eben, ich glaube, für mich war die Inspiration, komm, jetzt probieren wir das einfach mal. Wenn das so viele Christen über 1500 Jahre lang immer wieder gemacht haben, komm, wir probieren es doch mal aus. Genau. Aber nachher das Praktische, glaube ich, wie du gesagt hast, zu überlegen, wie funktioniert mein Alltag, was schaffe ich, wann funktioniert es, dass es einigermaßen nicht für alle anderen zu einer riesen Last und Belastung wird. Und dann ein bisschen anzufangen und dann auszuprobieren. Genau. Und vielleicht mit jemandem zusammen oder mit anderen zusammen. Ich habe mega profitiert, Sarah und ich haben beide immer so ein bisschen damit umgespielt und etwas anderes ausprobiert und so. Und dann zusammen einander ermutigt, gesagt, komm, jetzt machen wir mal 3 Tage am Stück oder so. Und das hat mir auch mega geholfen, eben mit jemandem so ein bisschen im Austausch zu sein und alle unterwegs zu sein. Genau. Super. Danke. Gibt es noch etwas, was du uns sagen zu dem Thema? Oder? Hey, ich glaube, gesagt ist jetzt viel. Jetzt, glaube ich, jetzt ist die Einladung, um es zu probieren, um es zu machen. Eben, wie du gesagt hast, ohne Druck. Aber ich kann euch das sehr stark ermutigen. Und sonst eben Verzicht und Abstinenz, wenn jetzt das Essen selber das Problem ist ja dann in 2 Wochen haben wir dann über das predigt, dann ist dann vielleicht das eher etwas, was man in der Fastenzeit machen kann. Den Kaffee auslassen, oder Jockey oder was es dann ist bei jedem Einzelnen. Genau, das ist völlig okay. Danke dir vielmals, Simon. Hey, wir gehen jetzt nochmal in eine Zeit vom Worship rein. Wir haben das Gebetsteam, das es liebt, auch mit dir zu beten oder dich auch einfach zu segnen. Es muss nicht nur sein, dass wir irgendwie ein grosses Anliegen haben und mit dem möchten, für das möchten beten, sondern es kann auch einfach sein, hey, ich wäre mega froh um ein Gebet, um ein Segen oder sonst etwas. Und genau, die Band macht sich da gerade ready. Und ich glaube, wir stehen auf zum Worshipen. Ist das gut? Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser. Wir zwei gehören zusammen. Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindes Hand befreit. Und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu. Heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Ein wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du, wunderbar bist du.
Schritt zum Kreuz hast du bezahlt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindeshand befreit und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu, heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Ein wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du. Ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu, heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Ein wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du, wunderbar bist du. Wunderbar bist du. Wunderbar bist du. Wunderbar bist du. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser. Ich bezüge laut den Namen Jesus über jedem Herz, jedem Verstand. Ich weiß, in deiner Gegenwart ist Frieden, Jesus Christus. Und ich bezüge laut den Namen Jesus, bis jede dunkle Sucht und Last zerbricht. Ich sage, da ist Hoffnung, da ist Freiheit, Jesus Christus. Voll Macht und heilig sind in deinem Namen, ich lasse dich. Brich jede Festung, schien hell ins Dunkle, brenn mir das Feuer. Und ich bezüge laut den Namen Jesus über jede Sorge und jede Angst, für jede Seele in Depression ist Hoffnung, Jesus Christus. Voll Macht und heilig sind in deinem Namen, ich lasse dich. Brich
brenn mir das Feuer voll Macht. Voll Macht und heilig sind in den Namen, ich lass dich. Ich geh die Feste, schien alles dunkel, brenn mir das Feuer. Wirf Jesus vor die Berge und Jesus auf die Straße. Jesus in der Dunkelheit und über jeden Wind. Jesus für Familie, wir rufen laut den Namen Jesus. Wirf Jesus vor die Berge und Jesus auf der Straße. Jesus in der Dunkelheit und über jeden Wind. Jesus in der Familie, wir rufen laut den Namen Jesus. Wirf Jesus vor die Berge und Jesus auf der Straße. Jesus in der Dunkelheit und über jeden Wind. Jesus in der Familie, wir rufen laut den Namen Jesus. Voll Macht und heilig sind in den Namen, ich glaub's dich. Ich geh die Feste, schien alles dunkel, brenn mir das Feuer voll Macht. Voll Macht und heilig sind in den Namen, ich glaub's dir. Ich geh die Feste, schien alles dunkel, brenn mir das Feuer. Du sahst mich längst, dass ich noch nicht war. In deinem Buch stand schon jeder Tag. Niemand sonst kennt mich so wie du. Wohin ich auch gehe, folgt mir deine Hand. Du bist nicht fern, du bist immer nah. An und ist nicht, egal wie weit ich schlaf. Du bist ein Gott, der mich sieht. Deine Augen stets auf mich gerichtet. Deine Gnade findet mich und richtet meinen Blick auf dich, den Retter.
niemand anders, ich lass dich nie mehr los. Denn ich weiß, du bist bei mir, ob ich steh oder falle, du lässt mich nie mehr los. Von heute an nur noch Jesus, du allein, niemand anders, ich lass dich nie mehr los. Denn ich weiß, du bist bei mir, ob ich geh oder falle, du lässt mich nie Von heute mehr an. los. Von heute an nur noch Jesus, du allein, niemand anders, ich lass dich nie mehr los. Denn ich weiß, du bist bei mir, ob ich geh oder falle, du lässt mich nie mehr los. Du bist mein Gott, du bist mein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Deine Augen stets auf mich gerichtet. Deine Gnade findet mich. Richtet meinen Blick auf dich, den Retter. Du bist ein Gott, der mich sieht. Deine Augen stets auf mich gerichtet. Deine Gnade findet mich. Richtet meinen Blick auf dich, den Retter. Danke. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der uns sieht und wo deine Augen auf uns gerichtet hat und dass wir uns das nicht müssen irgendwie verdienen und auch, dass wir es uns nicht können verdienen, weder durch Fasten noch durch sonst irgendetwas. Du bist da und siehst uns. Amen. Wir kommen jetzt zu der freiwilligen Kollekte und ich habe gestern Abend etwas gelesen, das dazu passt, und zwar lese ich ein Buch von einem Harvard-Professor, der ist Neurowissenschaftler, der ist, bezeichnet sich jetzt als Glücksforscher, und das ist also nicht irgendwie ein christliches Buch oder so, aber wo dann etwa das 7. Mal in diesem Buch gestern Abend vorgekommen ist, dass, wie gut das ist, wenn wir uns von unserem materiellen Überfluss weitergeben, habe ich gedacht, mal, also irgendwie, vielleicht muss ich jetzt heute Morgen etwas davon erzählen. Und ich habe ein kurzes Zitat mitgebracht aus diesem Buch. Ich habe es auf Deutsch übersetzt, darum ist es vielleicht ein bisschen holprig. Es war auf Englisch. Es heisst: Der freiwillige Akt des Gebens ist eine Möglichkeit, dir selbst zu zeigen, dass du nicht dein Geld bist. Dass Geld vielmehr nur ein Mittel ist, mit dem du in deinem eigenen Leben und im Leben anderer Wert schaffen kannst. Geben ist ein Akt der Rebellion gegen das klammernde, festhaltende Selbst. Und ich habe gefunden, wow, das ist schon krass, oder? Dass das jetzt die Wissenschaftler herausfinden und dass das jetzt da in diesen Büchern steht und so. Und da bin ich immer, verschrecke ich dann wieder einen Moment, zucke schnell zusammen und denke, aha, Moment, so neu ist ja das jetzt auch wieder nicht, wie ich das Gefühl habe. Ich denke, wow, jetzt habe ich wieder etwas gelernt, wow. Und dann merke ich, ja, gut, also eben, das lesen wir in der Bibel häufig. Ich glaube, Jesus, als er es gesagt hat, geben ist seliger als nehmen, dort hat er es wirklich auf den Punkt gebracht. Kürzer kann man es nicht mehr sagen. Also es ist ein altes Prinzip. Es ist ein Prinzip, wo wir daran glauben, weil es in der Bibel steht, weil Jesus uns das gesagt hat und nicht, weil es jetzt heute auch noch irgendwelche Wissenschaftler auch noch herausfinden und sagen, hey, das ist im Fall, das macht dich im Fall glücklich.
Ja, und so möchte ich euch einladen, freiwillig, wenn ihr das wollt, dürft ihr sehr gerne von euren finanziellen Mitteln beitragen da, zu dieser Kirche. Danke vielmals für all das, was ihr spendet, was ihr mit dem QR-Code oder in die Kessel rein tut. Ich glaube wirklich, dass das etwas ist, was uns selber hilft, auch einen guten Umgang mit Geld zu finden. Und wir machen es natürlich nicht nur wegen dem, aber wir machen es auch wegen dem, weil es ist auch eine geistliche Disziplin, etwas, was wir trainieren, nämlich wir trainieren, dass Gott uns ganz, ganz viel anvertraut und dass wir auch grosszügig von dem wieder weitergeben dürfen, weil wir auf seine Versorgung vertrauen. Ja, als nächstes möchte ich euch noch auf ein paar kommende Anlässe hinweisen. Ihr seht hinter mir das eingeblendet, was alles wird passieren in nächster Zeit, da bei der GVC, eine kleine Auswahl davon. Ich möchte 3 Sachen davon besonders highlighten. Das Erste, was ich euch möchte ans Herz legen, wenn ihr neu hier in der GVC sind, wenn ihr mal ein bisschen am Reinschnuppern sind oder wenn ihr euch entschieden habt, mal, das könnte meine Kirche sein oder mal, das ist meine Kirche, dann möchte ich euch den Visionsnachmittag genau heute in einem Monat ans Herz legen. Ihr werdet dort Pastorinnen und Pastoren von uns kennenlernen. Ihr werdet mehr über die Kirche erfahren. Also wenn ihr euch noch so ein bisschen unsicher seid, könnte das meine Kirche werden. Oder wenn ihr neu seid in dieser Kirche, dann müsst ihr unbedingt dort gehen. Das lohnt sich wirklich, das ist eine coole Sache. Meldet euch dafür an, dass ihr auch so ein bisschen wisst, mit wie vielen Personen sie ungefähr da rechnen können. Das lege ich euch sehr ans Herz, dort damit dabei zu sein, wenn ihr neu seid in dieser Kirche. Dann eine Woche später findet das Follow Jesus Wochenende statt. Und da freue ich mich, dass das nicht einfach wieder irgendwie eine Konferenz ist, wo man irgendwie wieder noch ein bisschen mehr Input bekommt, sondern dass es einfach so gut passt zu unserem Jahresthema. Es geht wirklich darum, dort Jesus zu begegnen und uns zu erfrischen lassen von Jesus. Nicht einfach nochmal 37 neue Sachen zu lernen, sondern wirklich das anwenden und Jesus zu begegnen an diesem Wochenende. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, das ist 5 Wochen weg, jetzt ist eine gute Gelegenheit, um euch zu entscheiden, mal, da bin ich dabei und um euch anmelden, weil wenn ihr es jetzt nicht macht, dann werdet ihr in 2 Wochen garantiert das Wochenende nicht mehr frei haben, weil ihr dann schon andere Sachen abgemacht habt. Darum, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um nochmal euch zu überlegen, mal, will ich da dabei sein? Und wenn ja, dann wäre es gut, wenn ihr euch jetzt würdet anmelden. Und das Dritte, was ich euch noch möchte darauf hinweisen möchte, ist das Pfingstweekend. Ihr habt da den Flyer auf dem Stuhl gehabt. Ihr dürft euch auch jetzt hier anmelden. Die Anmeldung ist offen. Es wird im Pestalozzi Kinderdorf sein, im Appenzell. Und das ist eine mega gute Gelegenheit, so ein Pfingstweekend, um ein bisschen tiefer noch eintauchen in die Gemeinschaft von dieser Kirche, um andere Leute kennenzulernen. Wir sind letztes Jahr als ganze Familie mit dabei gewesen, haben das sehr, sehr positiv erlebt, haben gemerkt, wie uns das hilft, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, mit Leuten mal zu reden, wo man vielleicht sonst am Sonntag einfach mal sieht, aus der Ferne, aber nie mit ihnen wirklich redet. Darum, das ist eine mega gute Gelegenheit. Herzliche Einladung, dort mit dabei zu sein. Für all diese Sachen findet ihr auf unserer App oder auf der Webseite mehr Informationen. Oder was auch immer möglich ist, ist da aussen am Next Step Desk. Da hat es kompetente Männer und Frauen, die euch gerne weiterhelfen. Also ihr könnt auch immer dort vorbeigehen und sagen, helfen mir, wie funktioniert jetzt das schon wieder mit dem und dem? Oder wo muss ich mich anmelden für das und das? Sie können euch da weiterhelfen. Und auch wenn ihr heute das erste Mal oder das zweite Mal dabei seid, dann geht unbedingt noch dort vorbei. Es gibt dort so ein kleines Welcome-Package und ich glaube, dort hat es auch noch einen Gutschein für einen Kaffee drin. Also es lohnt sich nur schon darum, dort vorbeizugehen. Nächsten Sonntag werden wir hier einen Generationengottesdienst feiern. Da möchte ich euch auch herzlich dazu einladen. Das wird eine coole Sache, weil da werden wir mit allen Kindern, oder fast allen, die Jüngsten sind nicht dabei, aber sonst mit ganz vielen Kindern zusammen den Gottesdienst feiern auf eine Art und Weise, wo Kinder und Erwachsene etwas mitnehmen können. Ich bin gespannt auf das. Herzliche Einladung nächsten Sonntag, gleicher Ort, gleiche Zeit. Und jetzt dürft ihr gerne auch noch ein bisschen da bleiben nach dem Gottesdienst. Es gibt nämlich noch etwas Feines zu essen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Toast Hawaii ist auf dieser Tafel gestanden. Also dürft gerne noch ein bisschen da bleiben, dürft es noch ein bisschen geniessen, dürft noch ein bisschen mit anderen Menschen ins Gespräch kommen und da einen feinen Mittag essen. Steht doch noch auf und dann bete ich noch zum Abschluss. Jesus, wir sind ein Teil von deinem Volk, von deinen Jüngern, von deinen Nachfolgern. Und da gibt es noch ganz viele andere, die zusammen mit uns dir nachfolgen. Und ich danke dir für das, dass wir nicht allein sind, dass das schon wir auf einer langen Tradition irgendwie aufbauen können und dass auf der ganzen Welt
Freundinnen und Freunde von dir gibt. Und ich möchte die segnen, alle die dir nachfolgen. Wir wollen beten für sie, dass du ihnen nahe bist, dass sie dich erleben dürfen. Besonders auch hier in der Schweiz, im Zürich Oberland, alle anderen Kirchen, die auch jetzt Gottesdienst feiern. Da bitten wir dich um Durchbrüche, um Erlebnis mit dir, um hingegebene Herzen. Und dass es uns zusammen als Nachfolgerinnen und als Nachfolger von dir gelingen darf, das nicht nur in unseren Räumen bei uns zu behalten, sondern rauszutragen und noch mehr Menschen dürfen deine Liebe, von deiner Liebe hören und deine Liebe erfahren. Und ich möchte euch alle segnen, mit dem, dass ihr Gottes Liebe erfahren und ergriffen sein von dieser Liebe und auf diese Liebe könnt reagieren. Und dass, wenn ihr euch irgendetwas jetzt vorgenommen habt, zum Beispiel mit Fasten, dass das nicht einfach nur jetzt ein Plan ist und ist morgen wieder vergessen, sondern dass Gott euch Gnade schenkt, dass ihr das wirklich könnt ausprobieren könnt, dass ihr das wirklich könnt durchziehen könnt, dass ihr das wirklich könnt mutig wagen und dabei Gott dürft erleben und dürft immer mehr mit ihm euch eingrooven. Amen. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Tschüss zusammen.